Bonjour bei mir TV fir opmoll alles Gutes am neue Joer. E Joer wat jo hoffentlich besser gëtt wie dat lächt, wo man alle Guer op viele Summissen verzichten. Ich wünschen euch fir dat Neitjoer dann noch fir an allem eng gut Gesundheit. A wie der gesit, starte mir no 2 Joer o bisssen ernstnecht, dass man enger neuer Intro noch eng neues Studio mat na Mirch so zu soen. Die können also auch ganz gerne schreiben, positiv oder negativ, wer davon erhält. Wir sind für all Kritik op. Auch während dem Corona-Jahr 2020 ist viel geschafft gehen zu mir. Großer wichtige Chantien goufen ugefangen, weitergedriven oder aufgeschlossen. Natürlich hat Krise zum Teil auch einen Abfluss auf den Timing, und so kommen doch zu verschiedenen Tagen. Die neue Brasserie beim Möschel zum Beispiel geht mich spät fertig wie vorgesehen. Vor kurzem werden Chefen an der Gemengerot auf einem Samstag schmeuen für eine Visite auf das Chantier von der Brasserie am Zentrum von Mirch. Haut sind wir mat am Kurszeit zu Summe kommen, für ein Kreier de Chantier zu gucken, wat Brasserie überlegt, die sich dann in Zukunft wird beim Möschel nennen. Wir gucken, wie weit der Derbechte schon fertig sind. Wir hoffen, dass am Freijahr, Anfang Freijahr, der Endfreijahr, abgemäht geht. Hoffentlich, dass wir dann den Coronavirus dann gepackt haben, dass die Leute dann können sich zusammen treffen. Ich bin froh, dass wir als zwei Responsable dabei haben, diese Scheide Chantier bekommen konnte, dass der Jean-Paul Beck und den Daniel Dallo, die haben ganz viel mit den Ingenieuren und mit den Nebenstellen und mit den Entrepreneuren geschafft. Das ist viel Arbeit, wie sie den ganzen Keller gucken gekommen. Wir haben dann den Rez-de-Chaussee geguckt an den nächsten Stock. Und wir sind gut, Mengen ist das ganz gut, dass das effektiv, wenn ich dazu der Vergleich mache, den 50 oder 60 Jahre drin hat mit dem Café Schaak, vis-à-vis von der Ralle Gemeinde oder vis-à-vis von dem Kulturhaus. Und ich hoffe, ich wünsche mir als alle Gör, dass der Kaffee bei Möschel oder die Brasserie bei Möschel auch den nächsten Succès kriegt. Wir haben am Zentrum von Mirch, auf dem Möschelplatz die Parkplätze, wir haben den Schloss Pech als Parkplätze. Es wird auch ein Lift nachkommen, der wird dann für das Kulturhaus auch für die Brasserie. Dat alles gemäht, dass für die Leute, die ihre Mobilität reduziert, vom Schloss Pechtel weil hier Patrouille kommen. Wir sind froh, dass wir vom Schafferot Matkohl gehen auf den Tour haben, dass wir flott von den die Projekte, die erklärt wird am Gemengerot und die dann noch matreet, wenn jeder kann an der Realität gucken. Wir sind der Meinung, dass das ganz wichtig ist, dass wir so ein flott Gebäude, so eine flott Brasserie hier am Zentrum von Mirch kriegen. Das nur beim Mircher Kulturhaus, das nur beim Mircher Park. Und wir gehen davon aus, dass wenn wir wollen leben und als Hauptstraße kriegen, dass das heute einen ganz wesentlichen Teil ist, für eben Leben dahin zu kriegen. Wir haben Gebäude geguckt, wir mengen, dass ganz vieles durchgehen, dass vorgesehen eben für auch eine kleine Restauration zu machen, dass ein Flotterras in hell an opgeräumt, das Lurto. Wir freuen uns darauf, wenn das den Brasserie fertiggestellt wird, das gesehen wir mit Corona, haben wir ja ein paar Verspätungen gekriegt, aber wir gehen davon aus, wir hoffen, wir wünschen uns, dass wir den Sommer können haben, sowohl draußen wie bei den Patrouillen gekommen. Wir sind am Fongol als SAP auch froh, dass effektiv zu mir für allem am Zentrum zu mir dass da etwas geschieht. Ich hatte aber mengen ich trotzdem ein bisschen Bedenken an der ganzen Geschichte,
weil ich och beruflich an iwwer még Jurend hier mat so Projekten ze dien hat an ich hunn mat vorstalt op Datei, op dat net effektiv eng Nummer ze groß wie bei mir gesot mir hunn den Kaffeeschager sagt hunne 5 Moller sagt. Ich mengen eng Brasserie als es du muss tatsächlich dro lewen. Ich heb mal firstalt, dass den Verbindung mam Kulturzentrum, dass déi méi afir gehöwe gi wir, notamment zum Beispiel ënnen an dem grosse Raum, wo die Gros Fënster sind, die sind alle gefest zo, dat hecht Mng den Tierreppes wat per wie wat neicht willen mat dem Kulturzentrum ze dien hunn. Ich het nur könne firstellen, dat se sich bisse méier an Haut gesat hat vun engem Futurexploitant fir Datei wat den relativ nicht so enorm enke het so een relativ teiere Projekt ass, wo ich awer manner Probleme der mat hunnech het méi Probleme, wann man ganz teier Projekt do hinnnerstalt hat, den an net ge funktioniert. Schön, dass wir heute am engem Foto samstech an der Gutfeder als können effektiv die Projekte ukucken als Chefen, wo ich am Anfang dann de Projekt mat begleet hunn, dann nur als Konseil defen gucken zu kommen, als schon interessant, wie de Bau entwickelt huet. Ich mein wichtig an dem ganze war auch, dass man dat net als Gemeng mat den Techniker mat den Architekten geplant hunn, aber auch von Gun den meschen Exploiteur mat an Boot geholt hunn, den die ganze Bau begleet huet, die so huet Datien fir en gut Exploitation gif brauchen, falls an de Projekt gif kreien. Spengen dat sech sovi soll schaffen, dat die Leiit mat Bootel vun Gun, déi och effektiv no am Beruf sollen sech können beweisen. Dat war es wichtig an Schmengen dat gesäit noch in der Umsetzung, dats dat ganz gut gelungen ass an schmeng még kollegischen Lago gesot hun Frémer als Drpp, dann am Jahr 2021 opzemechen, an de Flotte Pat kënnen ze geneessen an derlächer klenge gute Mäufel dabei. Schmeng dat Tummer gotte verdingt mit den Main vun Enthaltsamkeet, die mal lo hammer weise. An no dëser Visit werden Chefen a Gemengerot op e weidere Chantier oder besser gesot de Projekt den soweit aufgeschloss ass, anzwer die neue Maison Relais Krounebierg. An op déi Visit kom mat dann en Januar zeréck. Schiedreen dei schon enke duch Schmierch gefuer ass Kenze, Troutbrick oder besser am richtig gesot d'Langbrick, fir sie wari jo net ëmmer rot. Dës biswell Lächtbrick ass aus dem Joer 2016 met Geschicht vun de Bricken iwwer duelt sech an d'Eisebun op dëser Platz, geht awer rund 640 Joer zréck. Mierscher Geschichtsfrën hunn sech an der Vergangenheet schon an enger Ausstellung mat der Geschicht vun de Langbricken beschäftigt, an sie hunn dat Orlo an engem Flottebuch gemet. Mi hunn fir kurzem die Responsabel fir Text a Foto vun dem Buch begéint, bei der Roder Brick natierlech. Die echt historisch Dokument vun der Langbrick, an dat so interessante Numm, déi ass vun 1380. Dat heißt, mir hunn an eisem Buch an an der Ausstellung eng Geschicht vu Bricken, die iwwer 600 Joer praktisch steht. Dat ass aussergewöhnlich. Ich nenne se mal direkt immer die Rotlangbrick, weil ich sind der Meinung, dat den schönen allen Brickenum soll erhalen bleiben. Ich fand den Brick ganz elegant. Dat een neit Woerzeiche vu Meersch. Sie passt méger Menung op giet Menung, dat sie passt méger Menung gut op die Platz. Wir ginn davon aus, als gëtt immer erzielt, die Brick die mal lo Haihannerdeis gesinn. Dat is lo an dem Sinn, wann dat so sal opnennen Nummer 5 vun de rezenten historische Bricken. Di si schon direkt am Hannergrund ha da eng nei Brick. Dat wéi der Nummer 6 a mat der Fosgänger bricket natiich méi. Sie huet awer och grossen Makel vun der Brick vu fir Drun Versicht aus der Welt ze schafen, an dat ass
die Brick wie die von 1956 gebaut wird, die hat ja zwei Ursachen. Der Verkehr also wie groß geht, an Hanadons immer nach der Alt Barriers, also pardon, der Alt Barriers heißt. Früher ist die Straße ja die Seite von der Eisenbahn gegangen und dann wird die Brick, die lo an der Pass Alois Kaiser rauskommt. Und die Barriers natürlich am Laufe der Zeit mit dem Zoll vom Verkehr immer mehr Verkehrsproblem gehen. Und du hast dann eben, weil auch die am Krieg gesprengt gewesen, die von 37 die Brick, mit müssen eine neue Brick kommen. Und du hast gleichzeitig profitiert, für dann eben über die Eisenbahn zu sprangen, an über die Durchsicht mit einer Brick. Und das war die Brick von 56. Und die Brick war, hat ja 60 Jahre gestanden, die hat aber großen Makel oder Mangtum, weil das Projekt ist nie ganz fertig ging. Die Brick ist ja von der über Brickhofweit auf der Seite von der Ulsicht, sind da praktisch an eine Mauer gerannt. Die sollte nämlich richtig den Berg ausgehen, durch, wo heute das schöne Bratkäsehaus steht, durch den ganzen Park bis auf den Birscher Berg. Die erste Marche habe ich heute zu mir bei der Pont Chaussee gemacht, das war schon 2011, für mal nutzen vor, was sie für Dokumente hatten. Und da kriege ich als Antwort, wir haben nichts, und wir haben nicht viel. Da war ich schon ein bisschen enttäuscht, und da kriege ich aber natürlich die gute Nachricht, dass die Dokumente von der früheren Brick, besonders von 1937 und von der von 1956, dass die Dokumente an der Stadt verleihen. Und da habe ich dann eine Demande gemacht bei der Direktion, und die kriege ich auch bereitwillig akkordiert, wir können hier Archiven zu konsultieren. Und da haben wir natürlich dann wirklich eine helle Wulf für sehr interessante Dokumente gefunden, die auch mal heute zu mir auf der Gemeinde nicht mehr rumzufahren wären. Die Brick, besonders am Zusammenhang mit dem Heichwasser, hat immer ganz viel für Diskussion an Remedurheit zu mir gesorgt, weil immer die Aalbrick, die von 1720 und nach viel run hier stammt, die gouf immer beschuldigt, sie werden schuld, dass zu mir immer große Überschwemmungen gibt. Was zum Teil vielleicht nicht falsch ist, durch die Untersuchungen, die wir gemacht haben, also kommt aber raus, dass die Brick bei Leiven nicht die einzige Schuldige war und den Überschwemmungen, die regelmäßig zu mir schon immer stattfanden, die aber interessanterweise am der zweiten Hälfte vom 19. Jahrhundert immer viel mehr schlimm sind. An der Ursache sind ich mal ein bisschen, das ist natürlich eine Hypothese, aber ich meine, die Leute nicht weit von der Wahrheit nachgegangen, die sieht direkt neben drin, oder neben drin, dass ein Zug gefahren, wie ein Zug gebaut ging, also die Eisenbahnstrecke, Nordstrecke, 1862. Du hast durch die von Lützeburg durch den Mirscherdal nach Norden fließt, geht die Banker zu Mirsch, möchte ein Schwenker nach Osten, weil die Geologie ändert. Und du hast natürlich den Eisenbahnstalü, mit den Schienen, die heute bleiben, den hat am Fongel den Dal zugemacht. Bis auf den Durchlass von der Eisenbahnsbrick. Und das war wahrscheinlich eng von den Ursachen, unter anderem natürlich wegen den Überschwemmungen, die da regelmäßig zu mir wirklich für viel Misere und Aufregung gesorgt. Ja, also wie mir gewurgi sind, das wäre so 2014, dass wir gewurgi sind, dass effektiv soll gehen. Und natürlich haben wir sehr paar Fotos an die Zeit mit Lukas und Nico und ich mir sehr verwandte Freunde, für immer alles ein bisschen am Fotobereich festzuhalten. Und ja, da sind je Spuren gemacht worden. Und je, da sind wir zu so einer Allwoche, sind wir aber einer Knipse gekommen. Wenn ich noch das Gesamte noch guckt, da leihen wir trotzdem, Jüdere könnt dann so zwischen 6.000 und 7.000 Fotos, weil es aber gedauert bis 2017 und du sollst Brick auch angeweiht gehen. Wir sind schlussendlich dann, kann ich so noch 15.000 Fotos rundkommen und das war natürlich ja noch ein Peng, für da Fotos rauszusichern. Den Sinne Scheng, der relativ viel von der Viergeschichte an sich am Buch geschrieben hat,
huet eis an du gesot, mat da giet lo hin an mat dat Lächt, wo se ofgerappt gëtt, die Allangbrick an dann die nei Rotlangbrick oder wie auch genannt géif ginn, ass dann dünn sollt an dünn vum Point Chaussee 2017 virende Wahlen nach aweit ginn. Dat war net de Fall. Dünn ass natilech gesot die vu Point Chaussee mé Mane Flyier, da dats du awer du net gelungen, mir waren net zufrieden dommer da. A wie gesot, du hast en Wonnerschenint Buch rauskom, a wat ganz flott her no mat enger Bildreportage mat ging so bald 70 Seiten Fotoen ofrappen an nei opricht vun en Neierbrick. Hätte man déi Zeit die Drohne gehabt, wie man haut mat fléien, hätte man garantiert nach viel méi Foto könne man, aber wie gesot, los ich überraschen, das wirklich gelungen. Andes Flottbuch war doch vun der Mierscher Gemeng an vum Kulturminister finanziell unterstützt gouf, kënnt soll der natürlich kafen, iwwerweist einfach 38 € op de Konto vun de Geschichtsfrinn vum Miersch a vergisst net Adress dabei zu schreiben. Ja, a ganz Mensch sprang mat dann enkeer an den Dezember. Op helle Jowend an do hat de Gruppe, de normalerweise Krippespieler fir bereet, sech etwas ganz Spezielles afhelle gelos. Ënner de Motto wann Dir net kënnt bei d'Kripp kommen, da bringe mir se bei Isch, wären Bauuren Franz Kass an Claude Kraus matieren Trakteuren erween uch dat Gemengen erwee. Unhänger, die natilech fir d'Eichtmol gericht goufen. D'Organisaoun fir des origineller Flottidee hätten Marie-Paul Steffen, Marianne Palm an den Dächen Felix Steichen iwwerholl an eng 40 Kanner hunn Engelen, Hirden, Kinniken an natilech Joseph a Maria gespielt. E Merci auch hun d'Älteren, die dabei waren, Jong an Äl wäre froh, dat d'Krëppchen bei hinne passéiert ass, an noch fir d'Kanner, die mat gefuer sinn, wädest e ganz extra Erliefnis. Just man Petrus muss den Däche wohl noch enkeer en Eechtwuet schwätzen, weil dat war den Eelschen den net richtig mat gespielt huet. Und so waren se all, die dabei waren, zoppnass, mit deck zufrieden, an dat wichtigst. Merci dem Henri Krier fir des Flott Bilder a Merci fir die Flott Krcht'Ambiance op diesem ganz speziellen Krchtär 2020. An dommer da simmer dann noch End vun dieser echte Emission vum Joar 2021. Ech so nicht Filmos Merci fir no kucken an bis geschwen.